Ja, Freunde, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Diesmal im Ladescreen und ich teleportiere mich bereits zurück zum Schrein in der letzten Folge noch gemacht haben, beziehungsweise dessen Juwel wir zurückgebracht haben. Aus dem Grund, mir ist nicht offscreen, mir ist in der Folge quasi eine Fehlfolge passiert, muss nochmal anfangen, weil ich habe gemerkt, dass mein Mikrofon so aufgenommen wurde, aber falsch. Quasi. Soll heißen, das betrifft die letzte Folge. Als letzte Folge Nummer 21 wurde nachsynchronisiert, da muss ich nachsynchronisieren. Aber dann sich auch erwähnt. Auf alle Fälle aber irgendwie im Nachhinein gemerkt, von wegen, ja, er hat statt dem Mikrofon hat er 2 Spuren mit Ingame-Sound belegt. Warum auch immer. Jetzt gucke ich gerade, ja, er springt dann nur auf meine Stimme an. Okay, jetzt klappt's. Gut. Und um es ganz kurz zu erwähnen, was wir gerade gemacht haben, diesen knapp 8 Minuten waren es, dass ich gerade hier unten war. Ich bin runtergesegelt und wollte dann eigentlich hier rüber. Also von hier aus wollte ich eigentlich auf die Insel hier. Ne, Entschuldigung, hier rüber. Also ich wollte auf das Ding da drüben. Weiß nicht, ob man das von hier aus überhaupt sieht. Irgendwo. Gut, natürlich sieht man es nicht, weil ich falsch bin. Da drüben war es in dem Fall. Ja, ich wollte irgendwo da rüber. Weil ich von unten her, von einer anderen Insel da ja rüber kam und dann das Gefühl hatte, hey, das sieht nach einer coolen Plattform aus, ich könnte es hier schaffen, dorthin zu kommen. Dazu ist eine Switch. Oh Mann. Naja, auf alle Fälle irgendwo eben da drüben dann in dem Falle. Also eine andere Himmelsinsel, habe es aber nicht ganz geschafft und da musste ich quasi wie notlanden, wenn man so sagen will. Bin dann irgendwo hier drüben gelandet, dachte mir, okay, dann gehe ich erst einmal in Richtung dem einen oder anderen Schrein und bin dann eigentlich ungefähr, war es nicht hier, ne, irgendwie, hier wollte ich glaube ich sogar hin. Nein, Entschuldigung, hier. Hier oder hier. Ich habe auf alle Fälle, ne, genau, hier war es. Hier. Ich wollte eigentlich hier hin. Dann hier einen Stern schon entfernt. Hier ist irgendwie auch ein Schrein gewesen. Das hier ist übrigens so ein Pferdestall, den ich schon markiert hatte. Bisschen nicht wundern. Oder gerne auch irgendwie anders markieren. Ich Pferdesymbol habe ich gar nicht. Auf alle Fälle bin ich dann hier drüber marschiert. Da gehen wir gleich wieder hin. Bodenloser See. Bodensee. Weil hier ein Schrein war und dann wurde ich hier plötzlich von Miasma attackiert. Das war schräg. Das war sehr schräg. Und dann dachte ich mir so, oh Scheiße, was jetzt passiert? Guck plötzlich hier auf, weil das Spiel dann neu lädt, wenn ich sterbe. Dann denke ich mir so, hä? Wieso, wenn ich bei OBS gucke, wieso ist wird meine Stimme nicht aufgenommen? Das war ein bisschen sehr schräg. Ach so, da dachte ich gerade, hey, wieso wird der nicht richtig markiert? Das ist gerade der da drüben. Lecco mio, so weit weg schon. Okay. Gut, wie dem auch sei, ich marschiere also direkt wieder da rüber, also dort, wo ich eigentlich vorher schon war. Wo ich vorhin hin wollte, das heißt nicht unbedingt dorthin. Zu dem Ding, sondern eigentlich ein bisschen weiter nach rüber und so dort. Weil dort hinten sieht man, dort. Ja, hallo Sternschnuppe. Da hinten ist ein Schrein, dort ist ein Schrein, dort wollte ich eigentlich hin. Weil es sieht so komisch aus, also irgendeiner komischen Erhöhung. Da wurde ich auch vom Miasma attackiert. Und das gucken wir uns gleich noch ein bisschen an. Was ist da unten fest? Das Tiere? Na, gucken wir auf dem Rückweg an. Ach, die schlafen, ganz unschuldig.
Da oben mit Bombenfässern. Bombis, Bombis, Bombis. Was habe ich jetzt da unten gesehen? Oh. Ah, scheiße, bin gerade erschrocken. Ich bin nur abgerutscht. Okay. Noch ein paar Monster. Da drüben nochmal ein Schrein. Gut. Gut, 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 gut. Ich meine, diese Schreine sind ja sowieso immer wieder. So, und hier war ich eben da drüben auf dem Weg zum... Jetzt wird richtig. Oh, Mini-Taulusse. Genau, da hoch will ich, weil... Ja. 4 Uhr morgens kommen immer noch. Exelfußhorn. Nehmen wir natürlich gerne. Also noch eins. Der Zielenkumpel. Exalbogen. Landesbogentasche leer. Voll. Besser gesagt. Aber er kann die Dinger immer ablegen, weil die sind eh schwächer. Sporn. Okay. Wird richtig angespornt. Ja, das sind einfach die Dinger. So. Da ist ein Donnertypi. Und irgendwo da vorne hat es Miasma am Boden und davon wurde ich attackiert. Das war ganz übel. Es war hier in der Nähe. Hier war ich nämlich sogar schon. Er muss da vorne gewesen sein. Wir gucken es noch ganz kurz an, weil ich jetzt trotzdem gerne in der Folge. Auch wenn ich irgendwie davon dann abgekratzt bin. Das Zeug so übel Miasso-mäßig drauf war. Ne, hier war es nicht genau. Da unten sind noch ein paar Monster. Ich wollte irgendwie rüber und dann da hoch wurde plötzlich attackiert. Okay, versuchen wir es nochmal. Genau, ich bin da hoch. Genau da oben muss es sein, wo dieses scheiß Miasma kommt. Das ging so schnell, ich wollte gucken, ob diese Viecher irgendwie... Weil das waren richtige Hände, die aus dem Miasma rausgeschwungen sind. Man kennt es auch aus Breath of the Wild. Die gab es vor allem da auch bei gewissen solchen Stellen oder auch bei Schloss Hyrule. Hier irgendwo. Da! Okay, weg hier. Die regenerieren sich ja. Aber jetzt quasi ein Pseudo-Blutmond nochmal, oder was? Das Gute ist, sie machen ein bisschen Schaden und ihre Herzen regenerieren sich, wenn ich da rauskomme. Okay, ich möchte gerne da schnell hoch. Huf. Da haben wir eine krasse Erfahrung. Ach komm schon, das klappt doch sicher. Kennt ihr das Spiel? Also nicht das erzählen, dass der hoch muss so. Doch, genau das will mir das Spiel erzählen. Ich meine, ich könnte natürlich auf einem Turm aus darüber segeln. Oder zumindest versuchen, ob das klappt. Mehr Ausdauermedizin, ne? Wäre auch was.
Ne, mit normalen Dingen kommst du da nicht hoch. Schade. Ich verstehe nicht, wieso ich so nicht hochkomme. Will mir hier das Spiel wirklich erzählen, dass es für einen Deckensprung zu hoch ist? Was ist denn das? Finsterklumpen. Ein Splitter aus violetter Finsternis bei Berührung kalt anfühlt. Als Kochzutat verleiht Resistenz gegen Miasma. Oh, cool. Das wäre was fürs ich kann sagen, für Skyward Sword. Fürs Master-Schwert. Okay, hier komme ich so nicht hoch. Gut. Versuchen wir es noch. Also markiert dieses Jahr, also von dem her kein Thema. Ich versuche es nochmal hier. Der ich drüber segeln kann, sonst nehmen wir uns einen anderen Schrein und dann gehen wir eben zurück in unser quasi Hauptquartier. Weil ich glaube, es könnte nochmal Zeit werden, wie schon so oft erwähnt, mal wieder für ein paar Sachen aufzurüsten. Dann mit Robel in den Untergrund zu gehen. Weil gerade eben hatten wir Kontakt mit dem Miasma und ja, es zieht natürlich auch schon ab, währenddem wir drin sind, also sobald wir aus dem Miasma raus sind, ist doch gut. Lustigerweise. Das war ja eigentlich zuvor mit Ganondorfs Miasma ein bisschen anders. So. Ich muss jetzt in die Richtung. Das ist jetzt so oder so schwierig. Ah, darüber muss ich, okay. Nee, das ist der falsche. Hä, wo ist der Schrein, wo ich hin wollte? Hier. Da hatte ich eigentlich noch. Ich bin vorbeigesegelt, ich glaub das nicht. Toll, es kapiert noch ein Plus. Aber das Wasser ist jetzt nur 1 Meter tief oder so. Da kannst du gar nicht sterben. Zurück beim Turm, das lobe ich mir. So. Sehe ich nicht von hier aus irgendwo sogar? Ich bin direkt an dem fucking Ding vorbeigesegelt. Okay, gehe einfach in die Richtung. Das heißt, das Ding hier ist eigentlich falsch. Muss eher hier hin. Ah, ich liebe diese Art von Fliegerei. Ja, da vorne ist er. Ich
frage mich, ob es noch eine andere Variante gäbe, statt mit Parasegel. Eine, mit der man ein bisschen schneller ist. Aber trotzdem nicht mehr Ausdauer verbraucht. Molonok-Schrein, Sumpf von Ranell. Ah, sind wir bereits hier, okay. Passt, Freunde, passt. So. Jetzt auch ein paar nette Dinger drin. Muss ich dann irgendwie rein oder so? Ich meine, ja, ich könnte theoretisch... Kann ich hier so hoch? War ja klar. Ich hätte, glaube ich, noch ein paar Raketen dabei, wa? Ne, nur noch eine, okay, dann sparen wir die. Aber mit Raketen kannst du auch viel machen. Kannst du, glaube ich, auch diverse Schreine cheaten, quasi. Okay, komm. Gut. Dann geht es da rein. Ich werde das mal kurz hier auf der Karte markieren und mache aber nochmal eine Truhe hin. So. Und rein in die gute Stube. Eigentlich der letzte Schrein war, bevor wir gesagt haben, dass sie uns dann wieder zurückbegeben. Federleicht, ja, schön wär's. Ja, was Parasegel von dem her. Keine Waffe ausgerüstet, Link. So, was haben wir hier Schönes? Da muss ich rüber wegen sowas. Okay. Dann die Kugel hier hin. Da geht das Rätsel schon weiter. Okay. Und die Kugel da rein noch. Also ich meine, das sieht eigentlich relativ klar aus. Federleicht. Er überlegt gerade, ob das eigentlich schon ausreichen würde. Eigentlich hätte ich ihn gerne hier, aber der rutscht doch ab. Warte mal, Link, nicht hochklettern. Was ist das hier? Ah, okay, das muss so. Ich dachte schon, das wäre irgendwie... Ja, etwas, das ich verschieben könnte, sag jetzt mal. Gut. Und so klappt es ja auch. Das Problem ist mit der Kugel. Weil die rollt natürlich runter. Und draufschlagen, die Kugel nehmen und dann weg, klappt auch nicht. Vielleicht die Kombi versuchen? Ich habe gerade überlegt, ob man mit der Zeitumkehr quasi, wenn der jetzt hier runterfällt, also drauflegen, dann fällt der runter, nachher müssen wir zurück und dann schlage ich drauf. So, jetzt macht er die Bahn. Das heißt, ich mache jetzt hier, bitte nochmal zurück.
wir so machen. Schade. So klappt das Ding also nicht, wa? Schaut aber nicht so eine Art Stasis-Modul, wie wir es aus Ding kennen. Aus Breath of the Wild. Das Ding war cool. Gut, aber hier wird es auch anders gehen. Ich meine, ich kann natürlich auch einfach so. Dann fällt dann irgendwie runter. Pack die Kugel drauf, dann holt die ja nicht weg und dann geht sie trotzdem darüber. Naja, schon dazu kompliziert gedacht. Also, wirkt zumindest momentan so. Nein, nein. Schön hier geblieben. Okay, also merk schon, der will unbedingt ein bisschen gerollt werden. Wegen der Einkerbung, ja, deswegen ist sie auch da, damit das Ding nicht wegrollt. Hat irgendwo durchaus Sinn. Dafür will der irgendwie wegrollen. Oh mein Gott. So. Hier geblieben, Kumpel. Mr. Kugel. Und bloß nicht dran heften, weil dann fliegt er nicht weg. Perfekt, war. Na komm. Übrigens kann es sein, dass ich mich täusche, oder läuft Tears of the Kingdom wesentlich stabiler von der Framerate her als Breath of the Wild damals. Ups. Aber mir klappt es so nicht, wa? Oder ich mache es gerade falsch und ich muss, wenn ich rüberfliegen will, schnell nach vorne. Nee, klappt doch so. Deckensprung geht wohl nicht, wa? Was bringt es, wenn ich hier einen doppelten Ding habe? Wegen deswegen zweimal so, oder was? Hier noch mal einen. Das heißt, mit 3 fliege ich vielleicht ganz weit hoch. Ich überlege halt gerade, was die Physik dahinter ist, dass ich mit 2 oder mit 3 halt das noch weiter hochfliegt. Ich glaube, die Kugel hochschicken bringt mir jetzt auch nicht viel. Ich kann ja hochklettern, also muss das schon irgendwie einen Sinn haben. Ich komme schon hoch, aber... Wobei, warte mal. Es heißt ja federleicht. Ich glaube so nicht, dass das irgendwie helfen könnte. So. Quasi wie Gott uns schuf. Mehr oder weniger zumindest. Nee. Ich komme hoch, gar keine Frage. Aber leider nicht so hoch, wie ich gerne würde. Was ich mich jetzt gerade tatsächlich frage ist... Könnte ich es sprunghaft machen, also quasi wieder voneinander lösen?
weiß gar nicht, ob ich überhaupt die Zeit davon, dazu habe. Das ist eigentlich eher so, warte mal. Sag mal ganz kurz, was ich meine. Ich lasse das Ding zwar oben. Na, bitte nicht runterfallen. Ja, aber es hält dann gar nicht. Also quasi uns selber nackig machen, das bringt auch nichts, ja? Gut, die Konstruktion wird sowieso nichts bringen. Nein, Link. Das Schwert wegschmeißen immer. Ich überlege. Haben wir hier sonst noch was? Ich meine, die Kugel hochschicken wird mir auch nichts nützen. Wenn wir noch rübergehen, das andere Teil holen, bringt auch nichts. Das Trampolin von da unten holen, dafür reicht die Hand nicht so weit. Eigentlich muss ich ja da hoch. Hä? Sag mir aber nicht, dass das hier eigentlich falsch ist. Weil ich dort sowieso nicht hochkomme. Ich muss eigentlich die Konstruktion hier drüben machen. Jetzt gar hier drüben, weil es irgendwie so markiert wird. So, das Ding nochmal neu, wenn es geht. Okay. Ich dachte nur, es könnte vielleicht sein, aber okay, dann pack dich mal hier auf eine stabile Unterlage. Also mehr oder weniger stabil zumindest. Entschuldigung, da hat er gerade etwas gehört. Da haben ja meine Ohren einen Streich gespielt. So. Das sieht schon ein bisschen vernünftig aus. Da unten ist noch eine Truhe. Oh, natürlich direkt auch noch. Ich meine eben, ich könnte hier natürlich oder auch versuchen, Raketen zu nutzen, um hier hochzukommen. Aber erstens habe ich gerade nur eine. Zweitens will ich vor allem am Anfang, ja, das Spiel versuchen so zu machen und auch die Schreine, wie es eigentlich gedacht ist. Keine Sorge, wir werden früh genug das Ganze abkürzen mit Raketen und so, da wird noch früh genug der Zeitpunkt kommen. So, dann bitte schön wieder ausrüsten. Nehmen wir wieder den hier, komm. Erstmal natürlich auch hier noch die schwächeren Sachen so loswerden. Trotzdem mal noch die stärkere Rüstung anlegen. Haben wir alles. Pfeile fehlen, egal. Schreite voran. Ja, versuch's. Bockblins, Bockblins. Und es pisst schon wieder. Gefühlt den zweiten Tag pisst es hier. Normalerweise habe ich ja nichts gegen Regen, aber hier stört er mich ein bisschen. So, was waren jetzt hier die violette Markierung überhaupt? Ah, ich glaube, ich weiß wieder. Da ist ein Monster lang und drüben sind wieder ein paar erfahrene Händler. Hier ist ein Stall. Aber warum? Denkt mein Monsterlager zu? Seid ich mir ganz Knusperfreund oder was ist los? Ja gut, so stark sieht es auch nicht aus. Da ist ein fliegendes Ding.
Ein Bombenfass dran. Das klingt nach Spaß. Aber dazu. Hä? Wo ist das Ding hin? Ach, der ist da vorne. Ups. Ich habe schon gewundert, wieso man hier über dem Pferdestall machen sollte. Okay. Weißt du was, dann gehe ich hier rüber und latsch kurz rüber. Weil... Doch neben den Turm und neben den Turm und segle rüber. Das bringt's mehr. Ich muss noch auf meine Flugmeter kommen, wa? Flugmeilen, Entschuldigung. The Legend of Zelda. Immer noch, nach aller Zeit, Legend of Zelda. Ich habe nur eins gespielt, was nicht unbedingt Legend of Zelda hieß, sondern doch, es hieß ja Zelda 2, links, the Adventure of Link. Was ein bisschen anderen Namen hatte, sonst waren es eigentlich immer The Legend of Zelda Titel. Und ich frage mich in der Konstellation gerade auch, wie würde wohl das allererste Zelda-Spiel, wirklich Legend of Zelda, heutzutage heißen, würde man es erst heute entwickeln. Oder müsste man ihm jetzt nachträglich nochmal einen anderen Namen geben, ne? So gesagt. Ich sehe den Schrein schon da vorne leuchten. Da waren jetzt noch einen. Überall hat Schreine. Da vorne ist es ja. So. Mir das auch mal interessieren würde, was sind das eigentlich für Dinger hier? Für Markierungen? Also meine Frage, warum sind die hier? Ist irgendwas Spezielles oder so? Ups. Falsches Symbol. Das ist eine ganz normale Wiese, außer dass diese Stellen hier markiert wurden oder irgendein Färber durchgelatscht ist. Hast du das, Alter? Nur der pennt. Der Hinox pennt. Schaff ich's wohl darüber? Das wird wohl eine große Quizfrage sein. Ah, natürlich ist immer nachts. Oh, ich hau ab. Tschüss. Pfeil? Mann, ich will den Pfeil mitnehmen. Ach, den kann ich jetzt mitnehmen. Was der andere ging nicht. Schweinerei, sowas. Ein Octorok, den haben wir vorhin gesehen. War doch nicht geplant. Ein Floß. Der wollen wir eigentlich nicht. Ja, dann komm halt her.
Hotdog-Ballon. So. Gib her, Pfeile. Da hast du gar keine. Nee, Pfeile hat er keine. Schade. So. Ja, danke schön. Da vorne haben wir noch was. Haben schon überlegt, ob hier vielleicht irgendwie noch was wäre. Was ist jetzt schon wieder? Hä? Da hinten? Ernsthaft jetzt? Ja, man kommt super vorwärts so. Nicht in die Richtung. Alter, soll's da rüber? Kann ich das scheiß Segel irgendwie auch drehen? Oh, komm, leck mich, ey, ganz ehrlich. Diese Octorok-Dinger, kann ich die nicht irgendwie... Und Dinge fliegen lassen, genau. Das war jetzt eigentlich meine Idee. Kann ich das Ding vielleicht... So geht's nicht, wa? Ja, da will ich drehen in die Richtung, aber ich will da rüber. Och, Menno. Was haben die noch alles? Und warte mal, hier geht's sowieso rüber. Ja komm, lass den Scheiß hier. Weil bis er das gemacht hat oder der Wind sich dreht, vergiss es. Jetzt wünscht man wäre der Windbreaker. Das ist der andere Link. So, sicherheitshalber, weil ich das Spiel erkenne. Mittlerweile. Hau ich mir trotzdem noch irgendwie sowas rein. 3 Herzen zumindest. Wenn ich ein bisschen besser geschützt bin. Und der ist auch wieder da. Eine Heiltomate, ja, servus dann. Jo, Birka, was geht ab? Also, was habe ich in der Nähe? Ja, ich habe meinen Floß da hinten, aber soll er da wirklich von da hinten holen gehen oder was? Könnte sogar 4 Stück, krass. So, das Ding müsste auf alle Fälle stabil genug sein.
Dankeschön. Du, 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 du. Aber natürlich auch ein bisschen breiter jetzt das ganze Konstrukt. Mal gucken. Oder muss ich auch noch ganz kurz umbauen. Okay. Natürlich ist meins... Ah gut, meins ist nicht weg. Gott sei Dank, das ist schon. Das ist ein riesiger Abfuck gewesen. Schöne Highwood-Tomaten. Du, 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 du. So. Mann! Warum fällt es nach hinten? Stütz von beiden Seiten. Ich habe trotzdem nur die Dinger hier, das ist ein bisschen doof. Und so. Wow. Es fällt schon eher nach vorne. Hä, was habe ich denn hier um... Gesprächslog, nein. Was habe ich denn hier überhaupt in der Nähe, um es von beiden Seiten zu stützen? Das sieht vernünftig aus. So. So. Jetzt fällt es ihm noch um. So, von allen Seiten stützen wird ein bisschen schwierig. Okay. Wie wär's denn so? Beziehungsweise nicht ganz. Nee, so geht er eben nicht rein.
Fällt auf die Seite, oder? Ja. Ja, toll. Wo dann die ganzen abziehen. Schön angeschlossen. Kerzen gerade, naja. Wie man es nimmt. Die Maßlösung ist das sicher nicht, aber hey. Shit happens. Ich will auch nur, dass es endlich funktioniert. Ein roter Rubin, zum einen. Dann kriegst du einen Brief von mir. Schleich Pilzreisbällchen, dankeschön. Donnerblume, oh geil. Donnerblume, erstmal die ganze Donnerblume verstecken, natürlich nur einer, super. Die ganze Donnerblume, Fundorte mal irgendwo auf der Karte markieren. So. Das hätten wir. Ne, eigentlich wollte ich da rüber. Deswegen war ich ja hier. Trotzdem Lust, dass ich ihn hier getroffen habe. Die Brücke müssen wir auch wieder mal reparieren, wa? Ist gar schwarze da. Okay. Ne, den ging aus dem Weg, kein Bock drauf. Ah, habe ich schon, okay. Die Dinger ja auch. Ich will zu meinem Freund. Ach, der schon wieder. Und wo ist er? Hm. Was? Darüber willst du? Nee. Ein anderes Mal. Entschuldigung. Kann ich an den Kennen hochschicken, wa? Das wäre eine Idee. Oh mein Gott. Du. Stall am Fluss. Das klingt wie Musik in meinen Ohren. Aber unser besonderes Pferdchen auch schon hier ist. Ja, könnte es sein. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Ein Ausdauerbarsch. Zum Schutz meiner Frau. Brunnen. Interessant, das legendäre Schwert. Das ist auch irgendwo hier in Hyrule. Da liegt ja irgendwas Wälder genannt wird. Legendäres Schwert, du meinst wohl das Master-Schwert, war? Außer Wellen getragen werden. So wie ich. Ja, und der Wald müsste wohl. Irgendwas Wälder liegen. Die verlorenen Wälder halt. Was eigentlich für uns kein Problem sein sollte. Also, wir haben es ja, wissen ja auch, wo es ist. Also, beziehungsweise wer es hat. Die gute Zelda. Die ist aber irgendwie vor uns versteckt oder keine Ahnung. Wo sie es überhaupt verborgen hat. Aus den Zweihänder. Ich weiß auch hier unten bauen soll, ist mir gerade auch schleierhaft und vor allem warum. Hey, kommen wir nicht hoch?
Jetzt sagen wir nicht, ich muss die Dinge hier zusammenbauen und mit da hochkommen. Okay, sehr schlecht gemacht. Okay, bauen wir mal hier ran. Wow, wow, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Nein, nicht so hoch. Mann, kannst du bitte mal... Hä? Das war leicht schräg. Ein Wurfspeer. Okay. Warum auch nicht? So, aber ich verschwinde hier wieder. Dann würde ich sagen, einen Stall und einen Schrein hier, wenn wir schon mal hier sind, gucken wir uns nächste Folge genau an. Oh, Hühner. Und Eier. Hallo? Alle schön friedlich. Da ist sogar Terry wieder. Und dann Schrein. Natürlich auch schön auch zum Teleporten. Und hoffentlich können wir uns nächste Folge hier auch noch ein Pferdchen abholen. Vielleicht sogar ein ganz besonderes Pferdchen. Von einem älteren Spielstand. Mal gucken, ne? Bauen nehmen Doomstar. Doomstar. Aber bevor ich näher rangehe, weil ich weiß nicht, ob da irgendwas passiert. Vielleicht an der Stelle, danke fürs Zusehen, Freunde. Trotz wieder mal Überlänge, diesmal sogar massiven Überlänge. Und bis zum nächsten Mal zurück bei Tears of the Kingdom. Dann hier und vielleicht den noch. Und daneben gehen wir hierher zurück zum Turm in der Ebene von Hyrule. Ne, warte mal, hier oben waren wir. Zum Spähposten. Genau, Richtung Spähposten zurück. Ja, noch ein paar Dinge, ob es dasselbe ist oder so, keine Ahnung, mal gucken. Und dann, ja, eben, dann würden wir uns eher so ein bisschen Richtung... Hier war es, glaube ich, ja? Genau, hier müsste noch ein Quest mit Robelo sein, ne? Das wäre dann eine Idee, dass wir uns daran machen und die Dinger nach und nach. Und wir haben noch nicht nur Schreine hier, sondern auch noch andere Sidequests. Der Brunnenfan, und jetzt an diesen Brunnen berichten. Alter, 60 Brunnen insgesamt, ja. Viele, viele Brunnen. Bis dahin, ciao zusammen.